Und wir können es dann mal gegen unseren Erzfeind, den Koga, versuchen. Ja, er lacht das schon aus. Herzlich willkommen zu Pokémon Blattgrün. Zurück nach der letzten Challenge, wo wir mit nur Käfer versucht haben, Champion zu werden, haben wir jetzt eine neue Challenge parat. Und zwar wollte ich nur mit hohen Pokémon Champion werden. Und zwar nur mit einem pro Run. Dann weitere Regeln, weil ich nicht genug gut bin in diesem Game, machen wir Items sind erlaubt. Und zwar in den Top 4 und beim Champion. Und No Item Challenge sind für Nerds oder Leute, die gut sind im Game. Ich liebe die dritte Generation und ich liebe die hohen Pokémon. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeneration. Schreibt mal in die Kommentare, welches eure Lieblingsgeneration ist. Und ich habe gedacht, ey, Blattgrün ist auch dritte Generation, aber es hat keine hohen Pokémon am Anfang drin, bis zum Champion. Darum machen wir das mal und wechseln unser Starter-Pokémon einfach zu einem hohen Pokémon und machen mit dem den Run. Und zwar machen wir einfach alle. Und zwar immer die letzte Entwicklungsstufe, weil wir wollen keine Babys haben, wir wollen die beefy, geilen Pokémon haben. Das Problem mit Babys ist, sehen wir gerade hier, wir haben mit Gekabur gestartet, haben es eigentlich entwickeln, schön Level 16, den Rocco schon besiegt. Aber irgendwie doch nicht. Und zwar braucht man eigentlich den National Dex, wo man erst nach der Liga bekommt. Und ja, ich bin zu faul gewesen, um den irgendwie ins Game reinzubringen. Darum habe ich mir überlegt, ey, machen wir das einfach so. Wir starten immer schon mit der letzten Evolution. Das hilft uns auch mit ein paar Pokémon, die sich speziell entwickeln oder die 2 Entwicklungslinien haben. Das heisst, wir können beide durchspielen, ohne immer mit dem gleichen starten müssen. Wir starten darum gerade nochmal neu, nennen uns Brick, wie es sich gehört. Unser Rival heisst Willy, weil er uns im Warhammer immer nervt und darum nerven wir ihn jetzt im Pokémon nerven. Ausser dass er nichts dagegen machen kann, weil er ein KI ist, aber man muss niemand wissen. Genau, und wir starten, wie es sich gehört, für das hohen Pokémon-Dex mit Gevaldro. Grasstarter-Pokémon. Wir nehmen das gerade mal ein schönes Fully Evolved Pokémon im Pokéball. Wie es sich gehört, hat der Professor eigentlich einen guten Job gemacht für uns und so ein beefy Pokémon. Und wir besiegen gerade zweimal schon am Anfang den Willy. Und in diesem Fight zeigt er gerade seine beiden mühsamsten Pokémon, Glumanda und das Taubsi, wie er dann am Schluss noch sehen werdet. Ja, auch der Rocco ist nicht wirklich das Problem und der erste Arena-Ort gehört schon schnell uns. Wir treffen auf Team Rocket, wo wir dann ein Fossil klauen, wie es sich gehört. Bringen dem Pokémon noch Mega-Kick bei, damit es auch ordentlich durch seine Gegner durchtreten kann. Es ist leider nicht so ein physischer Attacker, was auch im Verlauf des späteren Spiels ein Problem wird werden. Und wir treten gerade gegen Mistia, um uns den zweiten Arena-Ort zu holen. Sie startet mit Sterndu, wo wir schnell nehmen. Und Starmie ist ebenfalls kein Problem. Der zweite Arena-Ort gehört schon uns. Und wir gehen gerade weiter Richtung zum Bill. Und treffen dort natürlich auf den Willy, der schon dort oben war. Und wir müssen ihm noch mal schnell zeigen, dass auch seine 4 Pokémon nicht so stark sind. Er besiegt uns zwar fast, aber ja, fast. Ist halt nicht ganz. Darum können wir schlussendlich gegen sein Team. Ja, und das Problem ist, wo im Verlauf des Run aufgekommen wird, ich habe viel zu wenig Attack Points. Das heisst, ich muss immer wieder mich heilen, damit ich genug Attack Points habe für alle feindlichen Trainer. Ja, wir verwandeln das Bild zurück. Der hat sich nämlich in ein Pokémon verwandelt. By the way, funniest shit I've ever seen. Fangen uns noch Sandan dann später. Einfach ein HM-Pokémon, dass wir etwas haben. Und gehen an Bord von der MSN, gute Musik hören. Aber leider haben wir einen Nervensäge, der uns unterbricht die Musik hören. Und zwar der Willy. Er möchte uns wieder mal battlen und er hat sein Team schon ein bisschen ordentlich ready gemacht, um gegen uns zu fighten. Aber wir sind ebenfalls ready. Er startet mit einem Tauboga, den wir gut besiegen können. Das Glutexo geht mit einem Mega Kickdown
Radikal geht mit einer Laubklinge down und das Kadabra mit 2-mal Verfolgung. Und schlussendlich haben wir ihn besiegt und können wieder Musik hören. Ja, die dritte Arena wartet auf uns, und zwar der Major Bob, oder auf Englisch Lieutenant Surge. Ja, ist jetzt ein Major halt, im Deutschen. Ja, seine Pokémon sind nicht das Problem. Aus Raichu, sein Ace, braucht 2 Hits, die länger zum Down bekommen. Wir gehen gerade weiter in den Felstunnel rein und wir haben keinen Blitz. Wie ich schmerzhaft muss feststellen, müssen wir den jetzt wieder zurückholen, aber nein, das machen wir nicht, weil wir haben ja das good old Internet, wo wir dank dieser schönen Grafik können entlang folgen können, um schlussendlich rauszukommen und nach Lavandia zu kommen. Wo wir dann aber gerade weitergehen, keine Zeit verschwenden und nach Prismania, aber ins Rocket HQ, den Dings umspinnen und den good old Giovanni findet, der Bösewicht in dem Spiel. Er battlet uns, wie es sich gehört. Aber obwohl unser Gewaltdruck parallelisiert ist, ist es kein Problem, seine Pokémon rauszunehmen und im bösen Boss eine Lektion zu erteilen. Wir gehen aber gerade weiter ins Gym, wir sind gerade voll in Fahrt und Erika ist unsere nächste Arenaleiterin, die wir versuchen zu besiegen. Sie hat Gras-Pokémon, wo viele davon auch Gift-Pokémon sind und wir haben nichts, was wirklich effektiv ist. Auch der Mega-Kick macht kaum etwas gegen Sarcenia oder bringt es knapp nicht um und das Giflor ist einfach so tanky und kann einen Giftangriff und es reicht, um uns schlussendlich zu besiegen. Aber zweiter Versuch, Sarcenia besiegen wir damals aus Tangela. Und das Giflor können wir mega kicken und gerade nochmal und das reicht schlussendlich. Und wir gewinnen knapp den Fight gegen die Erika. Der Willi wartet im Pokémon Tower auf uns, wo er uns nochmal herausfordern will. Ja, seine Pokémon sind immer noch recht ähnlich. Das Tauboga geht immer noch mit einem Kickdown. Das Glutexo geht ebenfalls schön mit einem Kickdown. Das Obei geht mit einer Verfolgung, das Kadabra ebenfalls und das Garados können wir 2-mal Laubklingen reinfetzen und dann ist es schlussendlich auch besiegt. Ja, dann haben wir so einen Geist, den wir jetzt identifizieren können. Wir sagen schnell Hoi und eine Laubklinge lenkt, um den Geist ins Jenseits zu schicken. Falls es überhaupt möglich ist, einen Geist ins Jenseits zu schicken. Who knows, ich nicht. Vielleicht weiss es der Herr Fuji, den wir gerade befreit haben, aber er gibt uns eine Flöte als Dank, wo wir ein bisschen schlafende Pokémon aufwecken damit. Eigentlich ist es doch eher umgekehrt, dass man schlafende Pokémon einschläfert mit so Musik. Aber ja, in diesem Spiel nicht. Ja, Safari-Zone, schnell ein bisschen Ferien machen, finden so einen Dude, der sich das Leben lang versteckt und uns Surfer gibt. Immerhin 2 PCs, das heisst, ich kann 2-mal Pokémon Blattgrün gleichzeitig spielen. Nächster Gegner ist der Koga. Und yes, let's go! Und ich habe nicht gedacht, dass der Arenaleiter so ein Problem für uns werden wird. Wir sterben so oft gegen ihn, weil wir einfach nicht durch die Slime-Mock durchkommen. Es wird einfach unser neuer Rival. Wir bringen sogar Schuffler beibringen. Und das Problem ist eben, wie ich schon mal gesagt habe, Gewaldro ist nicht ein physischer Attacker, darum macht Schuffler etwa Half-Life und nachher macht er noch einen Säurepanzer und dann mache ich gerade gar nichts mehr. Darum zurück auf die Routen und zwar müssen wir leveln. Ich habe momentan keinen anderen Weg gefunden, wie ich gewinnen kann, weil Gewalt hat auch irgendwie Garbage Moves. Ich bin überrascht, ich habe es verglichen mit anderen Pokémon. Gewalt kann einfach irgendwie keine guten Moves lernen, die uns helfen könnten. Und ja, darum ist Level unser einziger Ausweg. Wir versuchen es gerade nochmal und wir kommen knapp am Slimeock vorbei.
Und am zweiten Smogon ebenfalls, aber Smogmog ist genug, um uns wieder rauszunehmen. Ja, ein paar weitere Tries, aber wir müssen es aufgeben. Darum gehen wir zack weiter nach Saffronia City, wo wir immerhin den Giovanni noch haben. Und wenn wir den Koga nicht besiegen können, dann schlagen wir einfach den Giovanni. Der Willi ist zufälligerweise auch noch dort, er hat irgendwie den gleichen Plan wie ich. Wir sind deutlich overlevelt und besiegen schnell seinen Tabos. Sein Glurak können wir ebenfalls mit Mega Kick down bekommen. Sein Owei verfolgen wir ebenfalls. Simsala wird schnell aus dem Leben rausverfolgt. Braucht immerhin 2 Hits, aber trotzdem. Und Skarados ist mit Laubklingen ebenfalls ein 2-Hit, kein Problem. Ja, tschüss Willi. Überlass mir den Giovanni, überlass den Profis. Oh, er wartet bereit auf mich. Er hat mich vielleicht schon erwartet. Giovanni, bist du ready? Weil ich bin definitiv. Endlich wieder mal ein einfacher Fight. Er schadet mit Nidorino. Nido Queen wird ebenfalls schnell weggefetzt. Kangama haben wir einen Crit sogar. Und sein Rhyhorn. No problem either. Ja, du hast wieder verloren. Gib uns ein bisschen Cash. Wenn wir schon da sind, vielleicht ist es einfach gegen Sabrina zu battlen. Wenn wir schon nicht gegen den Koga schaffen. Schaut mit Kadabra, Laubklinge crittet. Omod ist mit Mega Kick ebenfalls down. Das Pantimos fetzen wir eine Laubklinge rein. Wo leider nicht ganz genug ist. 2 Verfolgung längert aber zum schlussendlich besiegen. Und gegen Simsla kommt erneut eine Laubklinge, wo es fast ganz killt. Sie hielt natürlich. Zweite Laubklinge. Und nochmal eine. Und das lenkt schlussendlich zum Simsala ebenfalls zu besiegen. So haben wir Sabrina im First Try besiegt. Und wir können es dann mal gegen unseren Erzfeind den Koga versuchen. Ja, er lacht das schon aus. Starten wieder mit Smogon, wo wir relativ easy down bekommen. Aber Slimeock ist immer noch ziemlich beefy. Mega Kick gegen Smogon. Dann Laubklinge gegen Slimeock. Jetzt längst. Wir sind immer noch full live. Laubklinge gegen Smogon, das zweite. Was ebenfalls sollte One-hitten. Perfekt, kein Problem. Und nachher Smogmog, Laubklinge. Mal schauen, wie viel es macht. Ja, ein bisschen weniger als Half-Life. Es macht richtig viel Damage, vergiftet uns. Aber die zweite Laubklinge, es war kein Crit, lenkt trotzdem zum Smogmog rausnehmen. Und wir haben den Seelenorden. Finally. Und wir gehen weiter zum nächsten Problem. Sogenannte Arenaleiter Pyro, wo zuerst mal seine Arena absperrt, dass wir nicht durchkommen. Aber wir holen uns natürlich den V-Öffner. Und ja, das Problem ist, wir haben zwar Schaufler, der effektiv ist, aber sowohl das Vulcano wie auch nachher sein Arcani senken unseren Attack-Stat, unseren physischen Attack-Stat, und wir kommen fast nicht durchs Galoppa durch und erst recht nicht durchs Arcani, das uns rausnimmt. Ja, wir scheitern ziemlich oft dagegen, leveln das ein bisschen auf, aber lenkt immer noch nicht. Und darum überlegen wir können eine neue Taktik ausprobieren, und zwar Double Team für den Cheese. Und zwar tun wir einfach beim Vulcano so viel mal Double Team machen, bis er uns nicht trifft. Er switcht uns leider raus, was richtig mühsam ist, dass wir zurück switchen. Und nochmal alles Double Team, neues Setup. Beim Ponita haben wir auch noch ein paar rein. Gigasauger, um uns ein bisschen Leben zu geben. Dann gegen das Galoppa lenkt es auch. Und das Arcani tun wir schlussendlich mit Laubklingen abfetzen. Und wir haben so mit den Vulkanorden. Ja, wir lehnen natürlich ab und gehen zu der letzten Arena, wo zufälligerweise auch von Giovanni geleitet wird. Wow, ein krimineller Anführer kann zufällig an der Arena leiten werden. Wir drücken aus für auf Toxin, aber Laubklingen lenkt, um fast all seine Pokémon irgendwie zu down bekommen. Ja, Giovanni, ich weiß nicht. Ich glaube, du müsstest erst Arena-Leiter werden. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Der Willi wartet leider vor der Victory Royal. Der Willi wartet leider vor der Siegerstraße auf uns und will uns nochmal battlen.
Und ja, sein Team ist jetzt full. Wir machen Double Team beim Taubos, das ist für den Cheese. Machen Toxin, ja, bringt nichts. Wir machen es lieber mit Laubklingen, zweiter Versuch. Und fuck, Glurak ist auch ziemlich stark. Let's try this again. Einfach genug Double Teams machen. Und ja, man, es stirbt schon wieder, wie es ist, genug Double Teams, so irgendwie 6 oder so sollte länger. Nehmen wir das Maximum. Und ja, Felsgrab ist auch ziemlich geil gegen Glurak, weil 4-fach Weak dagegen. Killt leider nicht ganz, aber mit Laubklingen können wir es rausnehmen. Simsaland, Owei, Rhyhorn, Garados. Tschüss! That's it! Ja, man hat gemerkt, man hat gar keine Stärke, darum müssen wir schon Gold-10 bringen. Merci für die Stärke. Und mega viele Trainer in der Siegerstraße haben aus irgendeinem Grund 4 Pokémon. Ja, es ist mühsam. Wir finden uns dann nach einer mühsamen Siegerstraße bei der Lorelei wieder. Der erste für den Top 4. Und das Lustige ist, was sie sich da ausgedacht hat, ja, all ihre Pokémon können irgendeinen Eisangriff und treffen noch die ganze Zeit, vor allem ihre Rosanna, ihre Eishieb, hat trotz irgendwie 5 Double Teams gefühlt einig verfehlt. In meinem ganzen Run. Ja, wir versuchen es weiter, Double Team und so. Und wir schaffen es bis zum Bruno einig. Der Bruno ist natürlich kein Problem, aber ja, die Agatha ist ein bisschen ein Problem. Und ja, mega ein cool leveln. Und zwar versuchen wir jeden Trainer, den wir bisher noch nicht gebettelt haben. Nein, Spaß, eigentlich nur alle auf der Bike Road und ein bisschen die unten dran. Jetzt fighten, sammeln noch ein bisschen Items ein, dass wir dort auch ready sind und paddeln weiter, bis wir das Gefühl haben, dass wir jetzt parat sind, um die Lorelei zu besiegen. Ich habe noch ein paar Mal verloren und ich zeige euch jetzt einfach so die Runs oder die Runden, die gut gelaufen sind. Ich habe richtig viele Double Teams setupen, wird zwar gefroren, tauche aber gerade wieder auf und es Gigasugar lenkt. Das ist gut, ich habe mich immerhin relativ hoch behalten mit dem Leben. Das Rosanna ist mühsam, Felsgrab Hitte killt es aber nicht ganz. Laubkling macht auch ziemlich gute Damage und lenkt schlussendlich auch zum Besiegen und das Aus, das war nie wirklich ein Problem gewesen. Dann Bruno, da muss ich echt gar nicht erzählen, weil seine Pokémon sterben einfach gegen mich und machen irgendwie einfach nichts, wie ihr hier jetzt gerade seht. Ich habe echt Laubkling und Gigasugar gedrückt. Easy. Bruno, du müsstest glaube ich Arena-Leiter werden. Dann gegen Agatha. Das war eher mal lustig gewesen, weil ihr Gengar macht das gleiche wie ich, und zwar double teamen wir einfach mal ein bisschen um. Aber ich hitte trotzdem. Das Gengar hittet auch, und zwar gerade zweimal, und nach irgendwie einem langen Fight besiege ich es endlich. Dann gegen das Arbok, ja, überleben wir knapp. Das zweite Gengar treffen wir. Es bringt uns fast um, aber wir können es schlussendlich besiegen. Mega knapp. Und gegen das Golbat spammen wir einfach Felsgrab und auch das Apollo können wir schlussendlich mit einer Laubklinge besiegen. Es war recht close und ich muss sagen, auch ein bisschen Glück drin, aber wir haben es geschafft. Dann gegen den Lance bringen wir Drachenklauen bei, weil zum einen ist es ein Special Attack, zum anderen hat es 80 Base Power, also schon mal 2 mega solide Sachen. Und zum dritten Punkt, das war es gut gegen die Dragons. Also let's bring it on. Ja, der Lance, oder wie auf Deutsch heisst der Siegfried, startet mit Garados. Und wir versuchen es mal einfach straight on zu gehen. Auch Aerodactyl bringen wir Half-Life, aber Dragoran lenkt zum Besiegen. Darum gehen wir zurück zu den Double Team Tactics. Und zwar machen wir einfach wieder mal 50 Mal Double Team gefühlt. Und das Garados braucht man auch noch schön zum Healen. Dass wir Full Life gegen Aerodactyl sind, es trifft nicht. Und wir können darum beide Pokémon besiegen. Und Dragonier sind beide kein Problem. Siegfried, that's it. Und es wartet jetzt nur noch der Willi von uns, der Champion mittlerweile geworden ist. Er startet mit Taubos
Und ich denke, ich versuche es auch mal mit den Double Team Tactics. Die zwei Angriffe, und zwar Sandwirbel und Arrow Ace. Und Arrow Ace trifft halt immer. Und wenn es mal nicht das Tauboss uns umbringt, bringt es Glurak uns um, wo ebenfalls Arrow Ace kann. Oder einfach Feuersturm oder wie es heisst, wo uns einfach one-shottet. Wahrscheinlich sogar Full Life. Ich habe es nie so weit geschafft. Ja. Darum neuer Plan. Items. Und startet mit, wie gewohnt, mit Double Teams, aber damit die Arrows nicht mehr so viel Schaden machen, machen wir das X-Defend, heilen uns wieder auf, fetzen mehr Double Teams rein, machen das X-Special rein, dass wir auch mehr Schaden machen. Und nachdem wir genug Double Teams gesetupt haben, trifft das Glurak uns auch nicht mehr und wir können es dann schlussendlich besiegen. Und nachdem wir am Glurak und am Taubos vorbeigekommen sind die restlichen Pokémon nicht mehr wirklich ein Problem. Und wir swipen einfach schnell durch all die durch, auch wenn es ab und zu ein bisschen mehr Versuch braucht, aber sie machen uns entweder zu wenig Damage oder treffen uns gar nicht und auch das Healen hilft im Willi nicht weiter. Wir werden somit schlussendlich Champion! Woo! Wir haben es geschafft, Gewaltraum mit mächtigen Level 76. Ich habe gedacht, du bist ein starkes Pokémon. Nein, Spaß. Ich bin einfach wahrscheinlich noch nicht genug gut in diesem Game. Aber ich bin gespannt, wie sich das mit dem Run weiterentwickeln wird, mit den anderen Pokémon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal geht es weiter mit Logok. Ich freue mich schon recht drauf. Das war der erste Teil von der Huan in Kanto Challenge. Wir haben für den Run 14 Stunden gebraucht. Was viel schlechter ist als wahrscheinlich viele andere Mono-Runner, aber ich bin zufrieden. Ich bin schneller als mit meinen cleveren Pokémon. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!